Habe ich höchstens gesagt? Habe ich wirklich höchstens gesagt? Ja, habe ich. Muss ich halt ein bisschen hinterhältiger werden. Ich hasse es zwar, von hinten anzugreifen, aber wenn es nicht anders geht, ja, was willst du machen, ja? Solange der Kampf trotz allem noch einigermaßen fair ist, c'est la vie, sage ich dazu nur. Ja, du bleibst schön da unten. Da triffst du mich wenigstens nicht. Ich habe gesagt, da triffst du mich wenigstens nicht. Ich habe gesagt, da triffst du mich wenigstens nicht. Halt mal wenigstens deine Klappe da unten. Zum Glück haben wir Gesundheit +1 noch. Okay, machen wir es kurz und schmerzlos. Es war mir ja kurz als schmerzlos, aber was soll's. Ist mir noch egal. Jetzt kann ich schon mit dem Scheiß. Kann man schon etwas mehr abziehen. Ja, das sieht doch super aus. Wird einfach nachher sogar nochmal 2 Ultimate-Angriffe. Weil Vegeta ist, Vegeta sag ich schon. Gogeta. Goki. Nee, kein Goki. Kein Coca-Cola. Aber Gogeta ist jetzt ziemlich im Arsch. Er kann zwar noch abblocken, aber so viel wird ihm das nichts mehr bringen. Und wenn doch, dann fress ich einen Besen. Ohne Senf, ohne zu murren! Enttäusch mich nicht, Spiel. Mayo ist erlaubt, oder? Das glaube ich einfach nicht, der hat überlebt. Und ich muss einen Besen fressen. Mit Mayo wohlgemerkt. So, der erste, der auf die Schnauze haben will natürlich, ist der gute alte 17. Na, 17? Noch nicht so böse wie in Dragon Ball GT, wa? Einen hässlichen Zwillingsbruder. Naja, Zwillingsbruder mehr oder weniger. Und wieder der Feuermeteoritenhagel. Und ich mache mir langsam Sorgen um meine Anzeige. Das wird heikel. Schrei nicht so. Wir hören dich so gut. Leider. Was ist ja gerade? Oh yeah. Final Kamehame. Und H natürlich. Etwas, das du nicht absorbieren kannst, beziehungsweise noch nicht. Ich stell doch vor, die könnt wirklich Energie absorbieren. Dann wären wir sowas von am After. Ja, das war's. Und Tschüssikowski. Es kommt gar nicht mehr zum Ultimate Move. Wir haben ihn vorher erledigt. Alter, war das wieder mal knapp, ey. Und dabei erst der Kampf Nummer 4. Also jetzt war ich echt dringend ein Bier. Wir sehen uns in Kampf Nummer 5 wieder. 5. Nee, da fällt mir nichts ein. Spontan fällt mir dazu nichts ein. Na, immerhin hat er wieder normale Klamotten an. Und Piccolo im Schlepptau. Das kann ja was werden. Ich sehe schon vor mir violettes Blut. Wer sich fragt, was ich meine, der schaut am besten den Anime. Und vor allem die Szene, wo Piccolo gegen Nappa antritt, beziehungsweise wo Nappa gerade Gohan platt machen will und Piccolo sich daneben, dazwischen wirft, da hat er plötzlich violettes Blut, wa? Aber ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht mehr, ob im Original auch violettes Blut hat. Ich dachte, Namekian hätten auch rotes Blut. Aber kann natürlich auch irren. Danke, er ist ein bisschen aggressiv als vor. Hallo, was hast du genommen? Egal, was du genommen hast, nimm weniger. Oder Antidepressiva. Soll dir auch helfen. Will aber zumindest, oder sonst irgendwie ein Beruhigungstee oder... Ja, nein, Kaffee, keine gute Idee. Ah, das war's vermutlich. Er hat zu viel Kaffee-Intus. Das erklärt auch, wieso ich gerade so hyperaktiv bin. Lulululu. Na.
Ja, ich wandle mich jetzt extra nicht, weil ich einen Sternstab-Breaker ausprobieren will. Und ich hoffe mal, ich komme noch dazu. Komm schon, Gogeta, in den roten Bereich, wenn ich bitten darf. Du alter Schwächlinge. Schwierig zu sagen. Er ist schon im gelben Bereich. Heißt, darf nicht mehr lange dauern bis zum roten. Du bist doch ein Assi, ey! Es reicht gerade noch. Gott sei Dank. Der Angriff muss sitzen. Komm schon. Rot. Alles für die Farbe Rot. Mist, ich sehe trotzdem nur gelb. Alles voller Gelb. Ja. Lass mir Ruhe da unten. Ich will nichts von dir haben. Pass auf, wer das Energie sammelt. Das darf wohl nicht wahr sein, ey. Ich laufe ihm direkt in die Flinte. Alter, Schawotzki. Fängt ja super an. Fängt einfach klasse an. Oh. Das Übel überstanden. So. Jetzt will ich einen super Move sehen, Michael. Komm schon, Sternstaubreaker. Seine eigene Attacke. Einmal muss es sein. Schildbrecher und... Naja, also gerade viel zieht er nicht ab. Aber sieht cool aus, das ist doch die Hauptsache, wa? Oh, jetzt kommt der böse Piccolo, der böse Bubi. Und die hauen mir auf den Arsch, der Schwule. Oh ne, stimmt ja gar nicht. Amerikaner sind ja insofern gar nicht irgendwie sexuell oder so. Sie essen ja auch nichts, sie trinken nur Wasser, beziehungsweise ernähren sich nur um Flüssigkeit. Und man merkt schon, dass ich mich hier null konzentriere. Ist doch super. Ja, vielleicht für euch unterhaltsam, für mich ist es gerade kacke. Vor allem, weil hier Button Smashen nichts bringt. Ups, das wollte ich nicht, sorry. Nein, Piccolo, lass das, ja? Lass bloß deine Finger vom Supermove, wollte ich gerade sagen. Das wollte ich doch gerade verhindern. Mehr Energie, mehr Energie! Mehr Energie! Ich darf nicht gegen Piccolo verlieren! Oh, das gibt's einfach nicht! Ah, ich bestell schon mal einen Sarg, hey. Sag mal, Alter, wieso machst du nichts? Ja, kapiere ich nicht ganz, aber die Gunst der Stunde muss ich nutzen. Alter Schwede, bin ich schon am Arsch! Oh. Hilfe! Leute, so hilft mir doch mal jemand! Darf mir keinen Fehler mehr gegen Piccolo leisten. Keine Sekunde, die ungenutzt ist. Weil sonst verpasst er mir eine neue Frisur. Und darauf habe ich keinen Bock. Mir gefallen meine wilden Haare. Nein, immer im gelben Bereich. Guck mal, voll in die Brust. Ah, okay, es reicht locker. Es reicht locker vom Hocker. Ja. Ja. Reicht es wirklich so locker vom Hocker? Ja. Reicht locker. Wieso? Warum? Scheiße, war das knapp. Das war zu knapp. Ich schwitze immer noch.
Im Hintergrund die ganze Zeit die Siegesmucke. Ziemlich knapp war es eher, als ziemlich gut. Alter, Schweizer, Emmentaler, was auch immer. Oder Appenzeller, es gibt so viel Schweizer Käse. Such doch einen aus. Kampf Nummer 8 mit Bardock an seiner Seite. Mit seinem Halbpapa, wa? Oh. Das klingt vielleicht dämlich, hey, Halbpapa. Ja, jetzt hätte man ihn in der Mitte durchgeschnitten und dann gesagt, ja okay, die Oberhälfte gehört mir, die andere Hälfte kannst du haben. Bardock muss sterben, Bardock muss sterben. Das soll ich nicht zu laut sagen. Und tschüss, Gogeta. Schick mir eine schöne Karte von Honolulu. Wohin schickt dich hin? Weiß ich gar nicht. Muss mal überlegen. Ich schicke ihn tief in den Erdkern. Ist doch auch ein super Urlaubsziel. Ey, Alter. Aus, 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 aus. Bringt nix, nicht gegen mich. Ich sagte, bringt nix. Ich sag's doch, es bringt da nix. Ein Satz mit X war noch nie etwas. Was war das gerade für eine Scheiße, ey? Die Framerate auf 29 gesunken, aber es sah so aus, als wäre sie auf 9. Hallo? Ah gut, ich bin oben. Nein! Ah, Glück gehabt. Oh man, immer dieser Wechsel vom langsamen zum schnellen Kontern. Das nervt langsam. Aber egal. Zumindest hat er genug Ki zum Kontern. Das wollte ich doch. Teleport! Jetzt reicht aus. Jetzt wieder kontern auf Nahkampfreichweite und ich werde gewinnen und dann starte ich nochmal eine Attacke. Wie ich bereits sagte, ich werde gewinnen. Machen wir ernst, Leute. Beenden wir diesen Fight. Oh yes! Immer schön links, rechts, links, rechts. Und natürlich die Füße nicht vergessen. Oder auch die Zehen, je nachdem. Aber kaum gegen den wahrscheinlich jetzt keine Energie mehr, oder? Ja doch, weil er es ist. Weil ich gegen eine hässliche, obwohl hässlich steht nicht, weil ich gegen eine Fusion antreten muss. Mit Unterstützung, alter Falter. Und wieder mal legt er sich hin. Und muss eine Runde pennen, so Bardock. Auch dich sehen wir heute zum letzten Mal. Verabschiede dich schon mal von deinen Fans. Vorausgesetzt, du hast überhaupt welche. Ja, okay, nach dem Special dürftest du eigentlich welche haben, wa? Ja, Bardock war ja eigentlich... Darf ich eigentlich spoilern? Okay, Leute, jetzt folgt ein Spoiler. Bardock ist ja eigentlich der erste Super Saiyajin, den es so richtig gab. Wer nicht weiß, wovon ich rede, der kann sich mal das Bardock Special reinziehen. Beziehungsweise es gibt ja zwei davon. Das eine mit Freezer, wo ein bisschen Abstand gegen ihn. Und das zweite, was danach spielt. Und auch dann das neuere von beiden Specials ist. Ach, alter Sack, es kann so vieles sein. Es ist so vieles möglich und wäre der Tag noch länger, dann würde ich noch mehr Unsinn quatschen. Ja. Bei der Aussicht kann er nur stöhnen, er kann nur wehklagen. Nur wehklagen, man kann mal versuchen zu beklagen. Haha. Steht ihr? Wehklagen, beklagen? Oh. Wie habe ich es bloß zu so vielen Abonnenten und Zuschauern geschafft mit den dämlichen Sprüchen? Alter verdammt. Oh, hab geflucht. Sorry. Wetten, der hat nach diesem Angriff endgültig die Schnauze voll von uns? Ja, impossible.
Man kann es auch so formulieren. Au! Das muss ja wehtun. Und wieder mal ein Kampf geschafft, hey, und ich bin noch nicht müde. Lebensmüde? Ja. Müde? Nee. Urknall Kamehameha! Was? Superangriff? Aha! Das wäre doch eine super Alternative zum Teleport Kamehameha. Sieht zwar klasse aus, aber der Schaden ist ja wohl ein Witz. Ja, wie gesagt, tauschen wir es kurz aus. Haben wir hier beim Super Saiyajin, yep. Das Teleport-Dingsbums, oh, wir haben ja auch fast alle. Gegen das Urknall Kamehameha. Fehlt noch, wie viel fehlen noch? Fehlt noch ein Move hier, als ein Superangriff-Move und ein Ultimate-Move. Dann haben wir alle zusammen, Freunde. Ist doch geil. Dann haben wir auch hier das Spiel zu 100% fertig. Okay, die letzten letzten Sparringskämpfe gegen Gogeta. Ich muss wirklich langsamer sprechen. 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube nach 9 oder 10 mache ich eine Pause, hey. Ich bin ja sicher schon eine Stunde am Fighten. Hey, ich habe doch vor 2 Kämpfen noch gesagt, das gibt's nicht. Dass wir ein Glück haben, dass wir nicht gegen den nachkämpfen müssen jetzt. Nee. Nein! Nein! Das war ein Grafikfehler, oder? Bitte sagen, dass es ein Grafikfehler ist. Bitte. Ein ganz böser Grafikfehler. Das darf nicht sein. Nicht gegen ihn. Nicht gegen den. Nicht gegen ihn. Im nächsten Part von Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi geht es richtig ab. Unser Gegner ist wahrhaftig kein geringerer als der 4-fache Super Saiyajin Gogeta. Schnell wird klar, dass wir keine Chance gegen ihn haben und zum Super Saiyajin werden müssen. Wir müssen einfach alles geben, hey, denn Gogeta hat erstaunlicherweise die gleichen Moves draus wie wir. Wer wird gewinnen? Super Saiyajin oder 4-fache Super Saiyajin? Oder hat Gogeta etwa am Ende noch ein Ass im Ärmel? Das Unglaubliche wird wahr. Kann es wirklich sein? Ein 5-facher Super Saiyajin wie aus Dragon Ball AF? Oh nein, wie soll man gegen so eine Übermacht eine Chance haben? Doch wer wird der Sieger sein? All dies und noch so vieles mehr im nächsten Part von Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Nur der stärkste Saiyajin kann gewinnen. Ciao zusammen!